Das ist einfach froh, das ist ganz wichtig. Was will die Regierung mehr, was will die machen, der Minister, wie das Problem mit den Bauschuttdeponien hier im Land zu lösen? Wir hatten auch für kurzem Föderation des Artisans, hat der Generalversammlung sie noch nicht auf die Dramatik von der Situation hingewiesen. Wir haben eine Reihe von kleinen Deponien am Land, die funktionieren, die sind aber all schon bald am Ende der Kapazität gekommen. Dann ist Kolmar Birch noch, die ist auch irgendwie kennt und dann von der Kapazität. Und das hat natürlich immens Reperkussionen auf Bauaktivität hier am Land. Ich meine, das erstens leidet mit Deier, weil Trajet, wenn die Kamion nicht weit sind. Die Föderation des Artisans hat doch nicht verpasst, die Schweiz zu rechnen, was das umweltpolitischen Effekt hat, weil da Millionen Kilometer mit Kamion muss gefahren gehen, was natürlich erst mal der Minister, die da ja auch in den Kohlendioxidemissionen interessiert sind, natürlich auch muss in der am sehen. Und dafür wollte ich fragen, wer da will es hat, für das Problem zu lösen. Dabei kann doch noch, dass nicht nur mit Privatleuten alles mit Deier geht, mit das doch ganz schwer als Firmen, die wollen nun eine Submission publik mitmachen, für einen Preis zu errechnen, wenn sie nicht wissen, wohin der Bauschutz soll kommen. Vielleicht eine letzte Bemerkung. Wir hatten in Morgen hier eine ganz flotte Interview mit einer Bürgerinitiative, die eine Petition angeregt hat über Bauen an den Erhalt von unserem Patrimoine. Und noch sie haben eine Observation gemacht, die vielleicht immer da wäre, das auch zu annehmen, so gesagt, wenn man aufgerappt gewesen als Bausubstanz, hat man vielleicht auch Mann Bauschutz mit, das ist eine schöne Überlegung, geht aber nicht durch, wie das Problem zu lösen.